Wo können wir weiten, dort wir ein Jünger sein von Jesus Christus? Wo können wir weiten, dort wir Jesus Christus nur folgen und in so einer Weise, was am gefallen wird? Von der werden wir an den Thema checken und den Thema sein, true und falsche Jünger. Was meint dort, um Jesus ein Jünger sein? Und wo da wir dort leben? Und wo kommen wir, dort wie Jesus ein Jünger sein? Letzten Sonntag fangen wir weiter an in dieser Series in Rennet Hort. Und diese Series ist von Matäus Kapitel 5 bis Kapitel 7. Und das ist eine von den Botschaften, die Jesus brach, wenn er hier auf die Erde war. Und das ist eine Botschaft, die viele glauben, dass das wird die Botschaft, die er von den Nierstädten angehen deiden, wenn er den Nierstaaten angehen deiden, dort er diese Botschaft bringen deiden. Und diese Botschaft ist dort, was würden kann sein mit zu boven ever ist, die Lehren, was Jesus bringen deid. Das Ding, was Jesus wirklich sehr uitdrücken wird in dieser Botschaft ist, wir sollen von Hort haben wir seinen Arm. Wir sollen für Gott sein Recht leben, dass uns Hort haben wir ist, für Gott sein Recht zu leben. Lassen Sie noch sagen, wir sollen von Hort beten. Wir sollen mit Vertrauen beten, dass Gott unsere Gebete kann anführen. Und von der wir sind meistens eng von seiner Botschaft. Und besonders in Kapitel 12 würde erkennen sein, das ist die Farge, was die ganze Botschaft, was Jesus bringen wird, bitte taub bringen wird. Das ist in der Farge, was wir vielleicht sehr bekannt mit sein. Matäus Kapitel 7, der 12. Vers sagt es dort. Und was immer je jünt daunen soll, was immer sei jünt daunen soll, dort do je en ook. Dat is wat dat Gesetz en de Propheten lehren. So Jesus hat geleerd, wo soll wir mit anderen umgehen? Wo soll wir leben nach anderen Wesen? Er hat uns wer gewesen, wo wir das sollen tun. Wir sollen nicht bloß Leben haben für unsere Freunde, aber auch für unsere Feinde. Und das ist was eine Ding, was er gelehrt hat. Und nun sagt er hat uns ein bisschen so wiesen, wo können wir weiten, dort wieder Leib wiesen tun. Und wo wir dort wiesen tun, und wo wir dort weiten tun, dort Gott ist für andere, als Jesus sagt, wenn jene Verlangen haben für dort, wenn je dort wünschen für ihn selbst, dann ist dort wörtlich auch für andere auch. So Jesus, der hat alle taub bringen, in Englisch sagen wir, das ist die Golden Rule, das ist der Weg, wo wir weiten. Wo können wir Leib wiesen? Jesus weiß dort wie, so dass Menschen, wir sind viel Dollar uit uns für uns selbst als für andere. Wir sind selbstsüchtig. Wir wollen alles haben, das uns passen wird, uns halten wird und für uns. Wir sind für sich. Wir sind für uns selbst. Und in Epheser Kapitel 5, 29 sagt Paulus, er redet von, wo wir Leib wiesen tun, und besonders von Männer in seiner Früh. Er sagt, noch hat keiner sie in ihrem Fleisch verschmähten. Ein Mensch versorgt, ernährt seinen Körper, so als Christus für sein gemeint wird. So Paulus sagt hier, und Jesus lehrt hier auch, dort wir sollen denken an, was will wie. Paulus sagt, keiner, der sich selbst daran abflieht. Keiner, der so leben, dass sie ihr Körper in Stich sind, und dass sie seien hier verschmähten. Die schmieden den Körper weg. Wegen wir wollen haben, wir sollen maglich leben, wir wollen dort Gott haben. Und dann Jesus sagt, wenn jeder es dort wollen, dann da nur ordentlich kriegst, dass jeder dort verlangen tun. Wir weiten fertig nicht. Was ist das Beste zu tun? Und Jesus lehrt hier uns dann, was wir für andere sollen tun. Das ist dann ordentlich, ist, was die Juden lehren deuten. Wir sollen tun, zu andere und für andere, was wir wünschen, andere würden für uns tun. Und die Juden, und ich würde sagen, meist jede Person lehrt sich das. Da nur andere, so sei Hand nur die tun.
Wenn die haben die viel Leib gewesen, dann bist die mit so zu sein, verantwortlich zum viel Leib wiesen. Wenn sie wenig Leib haben gewesen, dann können wir uns nur anstellen, dass wir wenig Leib wiesen dann. Aber Jesus nimmt das in Stab weiter und er nimmt das viel tiefer. Und er sagt, du jint nicht anstellen, du nur was andere dann verdient. Du jint so anstellen, dass jede andere behandeln dann, dass die Menschen, die würden verdient dann. Und das ist ganz anders, ist, was möchte Menschen verstehen. Und das bietet an, was Moses lernt in 3. Mose Kapitel 19, der 18. Vers. Hier redet Gott und er sagt, du sollst nicht reich eiven oder irgendwas gegen den Mitmenschen haben. Du sollst die Nober Gott sein aus die Salz, auch sie die Herr. Du sollst die Nober Gott sein aus die Salz. So wie würden kann sein, wenn du eine Verlangen hast, dann ist das Gott mehrlich, dass andere den Verlangen auch haben. Ich glaube, wobei, wenn wir diese Lehre annehmen, dann wir müssen wer sein, und wo wir dort ausschaffen dann. Wir müssen wer sein, und wo wir das tun. Du sind kleine Dinge, was wir gleichen. Und wenn ihr befreit sind, ihr wissen, wo das passieren wird, wir haben gewisse Dinge, was wir sagen, gleichen. Und Gary Chapman, und viele von ihnen sind bekannt mit dem Buch nennt sich The 5 Love Languages. Und was er lernt, ist, dass wir sind 5 besondere Wege, wo wir live wiesen tun und wo wir live annehmen tun. Und wir haben gewisse Wege, wo uns dort besser wiesen, dass wir hier live sind. Und auch dann, wenn dort wichtig ist für uns, dann werden wir auch so live bewiesen. Und das meint nicht, dass wir dann Krag in jeder Weg, der live bewiesen dann, es Krag ist, wie dort verlangen dann. Er meint hier, dass wenn wir live wollen, dann sollen wir auch live bewiesen. Wenn wir wollen haben, Menschen sollen uns live wiesen, dann sollen wir andere auch. So, was ist das dann, was wir würden sein, als unser größtes Verlangen? Ich glaube, jede Person hat ein Verlangen, dort uns wird geehrt. Wir haben ein Verlangen, dort Menschen wollen uns das Wert tun. Wir haben ein Verlangen, dort Menschen wollen uns Respekt wiesen. Wir haben ein Verlangen, dort Menschen wollen uns nicht vernichten. Und wenn wir Respekt haben für Menschen, wir wiesen, dort sei geehrt worden. So, wenn wir Menschen dort andere würden uns Respekt wiesen, dann wollen andere auch dort wählen. So, in Krax in der Wahrheit ist, was wir Menschen würden uns ehren, dann sollen wir andere auch ehren. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Punkt, wo dieses Mennoniten vielleicht da ein tieferes Verständnis haben von das. Viele von uns wachsen in einem Heim ab, wo uns Vater oder unsere Mutter und unser Freund, die sehen nicht, wörtlich meistens niemand, was Gott von uns. Wir hören nicht von unseren Eltern, dort sie deuten sich graut mit uns. Wir hören nicht von unseren Eltern, dort wir wörtlich was Gott werden. Viele von uns hören mit die Wort nicht wollen. Und wir weiten Wort von den Schulden, dort in Menschen hat, und uns nicht geehrt wird. Aber an der anderen Weg, wir weiten, wenn große Unterschied merken, dass wenn unsere Eltern oder unsere Freunde oder unsere Lehrer oder unsere Prediger sagt, ich gleich was die Deits. Good job, du hast eine gute Arbeit getan. Und sie uns loben deuten. Wir haben ein Verlangen, das ist was wir gleichen. Wer wird das dann auch noch andere tun? So, wenn wir Menschen dran uns sein tun, besonders wenn wir Eltern sind und wir Kinder haben, wer wir ehren, wer wir loben, wer wir ansporen, wer wir wiesen, dass sie viel wert sind und wer wir Respekt wiesen. Ich glaube, nach Denken, was wir alle ein Verlangen haben und wir reden persönlich als, wir wollen haben, dass uns wird recht behandelt. In Englisch sagen wir wollen bis haben, dass Dinge fair sind. Dass Dinge reich rankommen. Und ich glaube, das ist
schwer für uns von Ferken zu sein, besonders wenn das kommen wird mit Schachern oder mit Geld. Diese Menschen haben eine schwere Zeit, andere dort gern, was wir ein Verlangen verhandeln. Wir wollen alles selbst billig typen und dir vertypen. Aber wenn ein anderen will, was dir vertypen, wir lernen das nicht. Und so alles, was ich probiere zu sein ist, wenn wir die Verlangen haben, dass wir bis reich werden gehandelt, dann ist es auch passend, dass wir andere auch reich handeln. Wir wollen das haben, was reich ist. Und dann sollen wir andere auch handeln, bloß so es reich ist. Und ich glaube, noch ein Ding, was wir ein großes Verlangen haben, ist, dass Menschen haben ein Verständnis mit was wir meinen. Ich glaube, eins von den schwanzen Dingen von Personen ist, dass sie feiern, dass keiner versteht, was sie meinen. Sie probieren sich zu wissen, was ein Wort ist, und keiner versteht, was sie sagen. Und keiner nimmt die Zeit, um zu verstehen, was sie meinen. Und das ist jede Person, und ich weiß, ich rede persönlich, und ich weiß, das ist klar so, wie man dient. Je hat ein Verlangen im Hort, dass andere wollen ihn kennen. Dass andere wollen weiten, von wo sie kommen. Dass, wenn Menschen wollen von dir hören, die wollen Zeit nehmen zum Horchen. Die wollen verstehen, was einer meint. Und das sind Twerken leider, ich sage das auch mal, dass Menschen, die sind unzufrieden. Die sind unzufrieden mit, wo Dinge rankommen in der Twerk. Die sind unzufrieden mit, wo das hat ausgefallen in das Leben. Und sie sind unzufrieden, sie wünschen Dinge wie ein anders. Was kann je lehrt, dass sie fertig, alles was ein Mensch fehlen wird, ist dort ein Lehrer oder ein anderen, der horchen und dort verstehen, was sie meinen. Dort sie fallen sich dort andere haben gehört, nur was fehlen wird. Und da kann fertig in weit gehen. So, wenn wir dann diese Verlangen haben, dass Menschen wollen verstehen, von wo wir kommen, dann sollen wir auch horchen, was andere sein, dass wir können verstehen. Dass sie feiern, dass sie den Respekt in ihr kriegen, was auch treffen wird. Und mit dem würde ich auch sagen, wenn diese Bas wird, fällt sich die Bas ganz allein. Die fällt die dort, keiner versteht, was die meinen ist. Ich würde sagen, Jesus weiß krank, was in dein Hort ist. Wenn die fällt die dort, keiner steht an für die, Jesus steht an für die. Und wir können uns trösten mit dort. Und dann sagt Jesus dort ist, was dort gesagt und Propheten lehren. So was Jesus hier tut, sozusagen, das hat gesagt, der die ganze Botschaft taubringen. Das ist der Schlussphase in der Weg für seine Botschaft. Er sagt, alles, was die gelehrt haben, das wird alle taubgebunden mit das. Da noch andere, so die wollen haben, sie sollen nur die. In Matäus Kapitel 22, 36 bis 40, lehrt Jesus, dass der ganze Gesetz, der Alte Testament, der Neue Testament, das sind zwei Gesetze, was alle die anderen Gesetze taubingen tun. Hör mal, was er sagen wird. Meister wohnt aus der Grazie gebaut im Gesetz. Er sagt zu ihm, du sollst den Herrn, den Gott, mit dem ganzen Hort Gott sein, und mit deiner ganzen Seele, und mit deinen Gedanken. Das ist das Grazie und erste Gebot. So mit das hat Jesus gelehrt, wir sollen, besonders in Matäus Kapitel 5, Vers 7, wir sollen Gott sein. Und dann der zweite Part ist, und das zweite Gebot ist mit dem Glück. Du sollst die Nober große Gott sein, als die selbst. Ab diese beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. So, wenn wir können das verstehen, und Jesus gibt uns hier ein Bild, wo wir können das ausüben. Wir sollen Life haben für Gott. Wir sollen ein tiefer Life haben für Gott, was nicht bloß
kommen dat von unseren Gedanken, aber auch von uns Hort und von unserer Seele. Das ist, wo der Anfang ist. Aber für andere, wir sollen uns nur gut sein als uns selbst. Und dann wollen wir das Leben ausüben. Wir tun nur andere, so wie Menschen sie würden für uns tun. So, weil wir da nicht Christen sind, wird dann bloß nur andere, so uns wird gehandelt. Weil wir nicht Jesus Christus nur vor ihr sein, wird wachen, wird andere wird Leib wiesen nach uns. Weil wir rückgehen und weil wir den Anfang merken. Weil wir die sein, wird den Anfang merken, der mit Jesus Christus seine Leib bewiesen in unserer Welt. So es kann sein, dass das ist der zweite Vers erst eine Weg zu sein, eine Weg, wo Jesus die ganze Botschaft bringen wird. Aber das hebräische Schreiber und Lehrer fertig deuten, sie haben das groß taub gebunden und dann fangen sie eine frische Gedanken an. So, der zweite Part von meiner Botschaft, weil wir von der reden, wo können wir dann in dieser Lehre leben? Wo können wir in dieser Lehre näher kommen? So ist es anfangen, den letzten Sonntag. Und ich sehe, dass Jesus Christus seine Botschaft, die wir geschrieben versuchen, wird seine Nachfolger werden. So, nu will Jesus uns wiesen, wo kommen wir in Gott direkt näher? Wo können wir weiten, dass wir in true Jünger sind? Und wo können wir sein, wer ein falscher Jünger ist? Und mit dort taubgebunden, wo können wir weiten, wer falsche Lehrer sind? Der 13. und 14. Vers sagt es dort. Gott durch den engen Put nennen, willst dort Put als weit und der Weg als breit. Die en dort verdorven wird, und viele gehen den Weg. Und dort Put als eng und der Weg als schmal, die zum Leben führt. Und dort sind nur wenig, die dort fingen. So, Jesus redet hier von zwei Purten. Hier ist ein Purt, was eng ist, und ein Weg, was eng ist. Und dann redet er von einem Purt, was graut ist, und einem Weg, was breit ist. Und wir sollen entscheiden, in was von Purt wir durchgehen. So, was ist ein Purt? In Englisch sagen wir, das ist ein Gate, das ist eine Deur. In Purt oder eine Deur ist so, was wir durchgehen, so dass wir von einer Stufe nach einer anderen Stufe gehen. Oder wir würden gerne sein, von einer Stadt, bis nach einer anderen Stadt gehen. Und was Jesus hier sagen wird, wir sollen von dem Reich, was nicht von Himmel ist, was von der Welt ist, dort ist die eine Seite von der Put und der andere Seite ist der Gottesreich. Und so wir sollen diesen der durchgehen. Aber er sagt, es sind zwei Deren. Es sind zwei Puten, was wir durchgehen. Und dann, es sind zwei Wege, und sie sind verbunden mit den zwei Deren, was wir durchgehen. Er fängt an, er sagt, wir sollen durch den engen Put gehen. Wir sollen durch den kleinen der durchgehen, der kleine der. So, warum ist diese der klein? Die, was wir durch sollen gehen. Die Bibel lehrt uns sehr klar, und es sind viele Versen, die uns lehren, dass du erstmal eine Weg, wodurch wir können gerettet sein. Du hast bloß eine der, wodurch wir gehen können, dass wir in Gott Reich sind. Du hast nicht kleine deren, alle wenn, du hast bloß eine kleine der. Und der ist Jesus. Apostelgeschichte, Kapitel 4, der 12. Vers sagt, und du hast auch sagst, keine Beratung, willst uns Menschen als Unger dem Himmel, sagst keinen Namen gegeben, durch den wir können seilig worden. Du hast bloß einen Namen, den Namen als Jesus Christus. Und andere haben gesagt, dass der ist klein. Der ist eine kleine der. Und es ist sozusagen, dass der ist mal groß genug, dass eine Person kann durchgehen.
Du hast nicht Ruhm, dort wie alle Sorten Dirchte der mitnehmen doen. Du hast Ruhm, dass der bloß dort wie dir kann. Dort hast nicht unser Worken, was uns Dirchte der bringen wird. Dort hast uns Glauben an was Jesus Christus hat getan. So, wenn wir an das der denken, dann wir denken an das Put. Wenn wir uns ein Bild merken, was in der Put in der erstmal groß genug, dort wie kann du durchkriegen. Dort ist eine kleine Put. Dort ist nicht in der, wo wir möglich durchgehen können. In der erstmal vielleicht ist das hier. In der Put muss wir uns klein, zum durchkommen. Und du hast mal groß genug Ruhm, dort wie du durchkommen, durch uns Glauben. Unser Worten können wir nicht mitnehmen. Dort, was wir taub geschafft haben, können wir nicht mitnehmen. Du hast bloß genug Ruhm in der Put für uns zum Durchkriegen, durch Glauben. Und man das meint nicht, dort, wir wollen dort nur abends merken. Nee, was das meint dann ist, dort ist nicht durch unsere eine Kraft, was wir durch diese Put kriegen dann. Oder durch diese Put gehen dann. Dort ist durch uns Glauben in Jesus Christus. Du hast nicht ordentlich, wir können nicht tun, wir können nicht daunen, wir können nicht schaffen, so dort wir durch diese Put kommen dann. Dort ist bloß durch was Jesus hat getan, dort wir können durch diese der gehen. Er sagt, wir sollen durch diese der kommen. Das kann sein, dass Jesus ist der. In Johannes Kapitel 10, der 7. bis 10. Vers, sagt Jesus das. Dann sieht Jesus noch einmal an. Ich sage de ganz ab ernst. Ich zie der nur der Schop. All die für mich gekommen sind Stille und Räber. Aber der Schop horchen nicht nur an. Ich zie der. Wer durch mich nangeht, wird seilig worden. En wird rüt en nangonen en werd fingen. Ein Stehler kann bloß zum Stehlen und Schlachten en in den Grund zu bringen. Ich sie gekommen, dort Leben zu bringen, und dort sei, die voll ab haben kann, oder voll ab haben sollen. Wir sollen in voll ab Leben haben in Jesus Christus. So du erstmal ein der, wo wir können in Gott sein Recht kommen. Ich glaube, ein von den Wegen, wo Satan uns findet, uns probt zu verleiten, es weist uns noch alle Sorten Puten, alle Sorten deren, was loten sollst der Rechte der sind. Aber ohne dort Jesus der ist, und dort baut nicht Wort von der Sorte der ist, dort baut nicht wo clean der ist, und dort baut nicht Wort, der von Büten loten der. Wenn der nicht Jesus Christus ist, dort wird uns nicht zu dem ewigen Leben bringen. Johannes sagt hier, und Jesus sagt hier in Johannes, dort die, was seine Jünger sind, die schob die horchen nicht nur an, die, was probt uns zu verleiten. Wegen wir weiten, was der Rechte tut ist. Wir weiten, was der Rechte der ist. Und der Rechte der ist Jesus. Und die, was durch diese der kommen, die sind beschützt. Die sind sicher. Die können kommen und die können rausgehen. Und sie sind frei. Die, was in Christus sind, die, was durch der sind gegangen, was Jesus Christus ist, die wollen die Freiheit haben. Die sind nicht mehr Sklaven zu ihrer Sinn, die sind frei in Jesus Christus. Das sagt, die wollen rüt und nangehen und Wert finden. Und das Bild hier ist von Fei, was auf dem Stab ist. Und du hast viel mehr Wert, was empfehlen wird. Du hast in Sinn, in das Leben, was Jesus uns geben wird. Was wir einmal genug haben, und dort, was uns fehlen wird. Und Jesus Christus hat nicht bloß gekommen, um uns ein Leben geben,
wat beetje ladig is, oder een beetje hoog. We hebben een leven wat vol op is. In de Engels sagt hij, to the fullest, ganz volbracht. Zijn leven heeft Jezus Christus. Du hast kein eeuwig leven buiten dat wat van Jezus komen deed. So, wenn de Welt ons alle Sorten versprechen deed, en wenn de Welt ons alle Sorten deren wiesen deed, en der nicht Jesus Christus ist, du hast nicht ohne sie der, was uns zu fallen ist. Und dann trägt in Matäus Kapitel 13 und 14, sagt es dort, da waren nur wenig, die dort fingen. Das ist enge der. Warum wollen sie dort nicht fingen? Wegen der Evangelium. Das ist der, was der Jesus ist. Das ist nicht ein Ding, was dieses Menschen haben abgemerkt. Das ist nicht ein Evangelium, was wir haben uns ausgedacht. Das ist ein Nachricht, eine Wahrheit, was uns gewesen ist. Jesus ist gekommen, uns die Wahrheit zu wiesen. Und so ohne dort Menschen, der Jesus der fingen, wir wollen uns selbst der nicht fingen. Und dort ist warum wenig der fingen. Jesus muss sich offenbaren noch uns. Dann sagt auch, dass der Support, das sagt der erste Part von der 14. der Vers, und dort führt als eng und der Weich als schmal. Wenn ich diese Vers studieren, ich dachte ein klein bisschen an, was kommt euch? Der Purt oder der Weich? Wir verstehen dort, du kannst vielleicht ein Weich sein, was in der kommen wird. Und dann der Weich lädt uns nur der. Oder wir würden gern sein, wir merken der ob, und dann fängt ein Weich an. Und wegen dieser der als der eine Radung, ich würde sagen, der kommt euch. Der lädt nur den Weich. So, wenn wir durch diese Port kommen, und diesen engen Port, wir gehen durch der, und dann fängt der schmaler Weich an. Und diesen schmaler Weich ist ein Beweis, oder ist ein Beispiel von Jesus Christus noch vorhin. Und das sagt, diesen Weich ist auch schmal. Das ist nicht, dass Jesus Christus uns ein Leben geben wird, was einmal wird schein gehen. Das ist nicht ein Leben, was einmal leicht wird sein. Und Jesus liet in einer Städten dort noch mal wird uns Leben schwer sein, wenn wir auf diesen Weg sind. Das ist ein schmaler Weg. Aber das ist ein Weg, was Jesus uns wird helfen, zum gehen. Wenn Jesus hat beirrt, wir viele verleiten am. Wenn sein Weg wird zu schmal und sein Weg wird zu schwer. In Johannes Kapitel 6, 66 bis 67 der Vers. Und hier hat Jesus groß gelehrt von Abendmahl und wer am wird man annehmen. Und das wird ein schwerer wird für die Menschen zum Annehmen. Und viele verleiten am. Und dann dreht er nur seine Jünger und er sagt das. Von dann an gingen viele von seinen Jüngern träge und gingen nicht mehr mit am. Dann sagt Jesus nur die 12. Will je auch weggehen? So dass es nicht, dort wieder gewöhnlich ist, dort wie sein, dort es schwört haben Jesus Christus noch vorhin. Und bitte dort, 1. Korinther Kapitel 1, 18. Vers, sagt Paulus dort, der Evangelium, für die, was verloren sind, erst dort wird von den Krieg so ein Ansehen. Aber für uns, die wie selig waren, ist dort der Gottes Kraft. So dass es nicht angenommen, für sondern was verloren sind. Und es ein schwerer wird. Aber diese schmale Weg, was kommen wird von einem engen Port,
als der einzige Weg, wodurch wir die Rettung finden. Dort sagt, dort zum Leben führt. Und er redet von dort ewig Leben. Und dann trägt nur der Johannes Kapitel 6, 8, 6. Vers, sagt es dort. Dann sieht Simon Petrus zu ihm, Herr, nur wem soll wir gehen? Die wird sein ewig Leben. So wenn wir dann auf diesen schmalen Weg sind und das schwer ist, werden wir ein bisschen denken, du erstmal eine Put und du erstmal ein Weg zu dem ewigen Leben. Und wenn wir von diesem Weg raufgehen würden wollen, du hast keine andere Weg nur Jesus. So werden wir uns trösten mit dieser Welt, dort durch Jesus Christus kommt dort Leben. Und dann redet Jesus wieder von nach einem Weg, nach einer der, nach einer Put. Er sagte, erst nach einer Put wird erst weit. Und der Weg ist breit. Das ist nicht der, wo das Licht erst durchzugehen. Das ist nicht der, wo die viele Kerne immer durchgehen. Das ist nicht der, wo wir können alles, was wir haben, geschafft, alles, was wir sehen, alles, was unsere Wünsche sind, alles, was unsere Verlangen sind, können wir alle uns selbst abladen und können wir durch diese der gehen. Du hast nichts, was wir nicht können durch diese der gehen, mitbringen. Wir können unsere Freunde mitbringen. Wir können dort, was wir haben, geschafft, durch diese der bringen. Und das ist der, wo wir müssen durchgehen. Das ist der, wo wir den Anfang haben. Und das ist der, wo wir auch durchgegangen sind. Johannes Kapitel 3, der 18. Vers sagt, wer an ihm glaubt, wird nicht gerecht worden. Wer aber nicht glaubt, ist all gerecht. Weil er nicht an den Namen von Gott sein einzigen Sehen glaubt. So redet diesen Weg, dieser der, ist der, wo wir alle anfangen werden. Das ist der, was dort von ewig getrennt sind von Gott. Das ist der Weg, was leicht ist zum Gehen. Das ist, wo wir anfangen. Und das ist leicht, um an diesem Weg bleiben. Das ist nicht, dass wir brauchen besonders entscheiden, dass wir durch an diesen Weg wollen gehen und an diesen Weg abswitchen. Das ist der Weg, wo wir all sind. So sehr wir dann den Frieden mit den leichten Weg nehmen. Das ist der Weg, wo wir bis mitgehen, mit was die Welt tut. Und es kann sein, dass es nicht dort wir uns die Rettung verschaffen tun. Das ist nicht dort wir genug rechte Dinge tun, dort wir an einem rechten Weg sind. Das ist bloß durch Jesus. Aber gleich viele von uns Christen ist uns dort ein Stich. Dort, wenn wir an den schmalen Weg sind, dort, da wir auf dem breiten Weg sind, uns jeng an sind. Uns ist dort ein Stich, wenn Menschen nicht mitgehen mit was wir sein, als der Wort hat. Und das ist besonders so für so ein Wort in Kanada, in den States leben dann, oder wohnen dann. Vor 100 Jahren, 200 Jahren, wie ein Christentum so zu sein, jede Person, die glaubt an Gott, wir würden sagen, der müsste Menschen geben sich an von Leben, was wird besser stemmen mit wer Jesus wir. Aber wir wohnen nie in einer Welt, wo anfängt alle und alle jeng an sein, jeng in Christus. Das ist nicht bloß, dass sie nicht an Christus glauben, sie sind jeng in Christus. Und das ist der Strom, was müsste angehen tun. Das ist der leichte Weg zu leben. Wer wir nicht anmutig worden, wenn die Welt anders gehen wird, ist, was Jesus verlangen wird. Aber wer wir lieber für Jesus leben. Das sage ich auch, viele gehen den Weg. Wir sollen uns nicht verführen, wenn andere nicht Jesus werden annehmen.
Wir wollen uns nicht verführen, wenn andere Leben so den breiten Weg verlangen wird. Dort ist sie leben dort bis ut, wo sie sind. Aber wo lädt diesen Weg an? Dort sagt, die dort verdorben wird. Diesen breiten Weg. Der Weg, was wir alle an den Anfang anhaben, der bringt bis die Verdorbenheit. Das sind Tiden, wo diesen Weg, was ohne Christus ist, das sitzt fern, das sitzt Schmack. In Sprüche Kapitel 14, der 12. Vers sagte, viele gefällt den Weg sehr. Und du hast eine Zeit, wo Sinn sehr schön geht. Du hast eine Zeit, wo das sehr schön geht, ein Port leben von was Jesus Christus verlangen wird. Und wir würden gerne sagen, nach dem passiert dort ein Mensch, der das ganze Leben durch, er sollte Ernst kriegen dann von dem, dort, was sie getan haben. Aber in Sprecher, Kapitel 14, der 12. Vers, sagt er wieder, aber am eng führt dort am zum Tod. So, wenn du an diesen Weg bist, und du noch nicht die Entscheidung hast gemerkt, dann der den kleinen Pürt gehen. Den Weg, was ohne Jesus Christus ist, bringt nicht das Leben. Das bringt nicht das ewige Leben. Das bringt das ewige Tod. Matäus Kapitel 8, der 12. Vers sagt es das. Aber die Kinder von der Reck worden rüht, in der Diensten geschmeten worden. Du worden die Jommerieren und Matäen genarschen. Wie wir am dem breiten Weg sind, wenn wir nicht der dort kleine Putz sein gehen. Wer es dort ist, der wollen ewig getrennt sein von Gott. So Jesus gibt uns hier eine Gelegenheit für eine Entscheidung. Und der Put, der ist einmal reid. Wenn du auf den breiten Weg bist von dir, der Put ist du einmal reid. Dort du kannst die Entscheidung merken, um Jesus annehmen und der Put gehen, so du dort ein ewiges Leben kannst haben. Und wenn du dir dort kleine Put hast gegangen, und die erst dort leben, den Weg, was Jesus Christus hat, gefragt hat, wie am nur vorgehen tun. Und wenn die dort schwor ist. Und wenn die ewig kicken, der ist noch dort grau, breitet Weg und dort sitzt hier fallen. Wer wir mal Petrus denken. Du hast keine Orte genommen, wo dir wie ihr rat kann. Und wenn wir Jesus würden verloten, dann verlot wir auch das Leben, was er bringen wird. Ich will von dir schließen mit ein paar Dinge sein. Wir leben in einer Zeit, wo das schwer ist, Jesus Christus noch folgen. Und wir wollen nochmal dort wie verdrießlich worden. Uns erst das Schuld, wo unter jenen uns sind. Und wir leider uns an Jesus holen. Wir sind beleidigt, mit wo die Welt dort nicht will tun, was Jesus Christus verlangen wird. Wer wir uns Uhren aufnehmen, was an dem breiten Weg passieren wird. Und wer wir uns Uhren leider ansaten, und was in den schmalen Weg passieren wird. Dort ist den Weg, wo wir uns sind, wenn wir Christen sind. Weil wir Frieden nehmen, dass wir verbunden sind mit Jesus Christus. Und ich will von dir, wenn je so eine sind, was auf dem breiten Weg sind. Und die haben die Entscheidung noch nicht gemerkt, haben die Radung durch Jesus Christus annehmen. Von dir erst den Tag, wo je kann Jesus annehmen. Wir schließen mit einem Gebet von dir. Jesus Christus, wir fangen von dir an in dieser Botschaft. Wir reden von, wo wir sollen deine Leben unterwiesen. Wenn wir weit nicht, wo wir sollen Leben wiesen, wir sollen bloß andenken, was haben wir verlangen. Und dort Hauptdingen, dass wir sollen Gott sein und andere Gott sein.
Und dann lehrt Jesus uns, dass wir so eine Entscheidung und wollen von Reck wie leben tun. Und wollen von Wach wie wandeln tun. Und Jesus Christus, wir sind dankbar, dass er eine Put aufgemerkt ist für uns, wo wir können vor dem breiten Weg raufgehen und wir können an den kleinen Weg, was ein Leben bringen wird, nachgehen. Wir wollen die preisen, wir wollen die anbeten, Jesus Christus, und wir sein von dir Dankschein. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen.